war vorzugsweise in den asiatischen Ländern sehr erfolgreich. In China, wo es ja wirklich viele Kinder gibt, in allen Altersstufen und in allen Größen, haben wir in China wirklich positive Erfolge verzeichnen können. Es haben nämlich durch die SQA alle chinesischen Kinder lesen gelernt. Sehr schön. Herr Messerschmidt, jetzt sind Sie tatsächlich dran. Bin ich jetzt dran? Sie sind jetzt dran. Sie haben sich mit den Händen gebunden. Nein, Sie haben jetzt wirklich freie Redemöglichkeit. Sagen Sie uns mal, was ist das Tolle, das Wunderbare, das Großartige an der SQA oder auch an der SQB? Also sowohl die SQA als auch die SQB haben das Umfassende, das was es begreiflich macht, dass man einen Freudentanz aufführen möchte, in sich als Struktur, als Bauwerk sozusagen. Und deshalb lässt es sich anwenden in Australien, haben wir Süddeutschland, in Amerika, auch in Südamerika. Ja, vielleicht abschließend noch eine Frage, wenn man jetzt das SQA bei sich zu Hause in der Familie auch anwenden möchte. Was sind denn da so geeignete Maßnahmen, um das auch der lieben Familie näher zu bringen? Die Aufbewahrung im Kühlschrank. Nicht zu verwechseln, das SQA ist das Rechtsdrehende und das SQB das Linksdrehende, je nach Situation dann anzuwenden, unter Umständen dann vielleicht auch mit verschiedener Wirkung. Und nicht vergessen, also das Ganze auch gut gekühlt, wie die Kollegin sagt, und ist die Sache gestorben, bevor sie angefangen hat. Ja. Ist tot, ist einfach tot. Ja. Stirbt 1000 tot. Ja, ich danke. Das ist bei mir zu wenig. Ja. Vielleicht ein Schlusswort von Ihnen? Ja, gut, ich bin erfreut, Ihnen zu vermelden, dass die SQA nicht nur fallweise, sondern allgemein in Kürze beginnen wird. Vielen Dank, ich glaube, damit haben wir das Thema SQA erschöpfend behandelt. Vielen Dank.